Hallo Rosemarie. Hallo. So, jetzt habe ich dich schon länger fragen wollen, deine Eltern, die haben ja viel Weihkeit, oder? Meine Eltern, ja, die haben also von Othmar schon an und für sich, glaube ich, eine Weile die meiste Weihnacht gehabt. Und da ist man ja noch nicht in der Genossenschaft gewesen. Das ist erst später noch gekommen, dass man von Othmar schon aus auch in die Genossenschaft gegangen ist. Da hat man der Weih halt vergären lassen, daheim hat man geraspelt. Und dann, wenn man abgelassen hat, dann meistens hat man verkauft an Wirtschafter oder manche haben auch privat halt ein Fässle voll gewählt. Ja. In Ilsfeld in der Rosa, da ist die noch offen gewesen. Die haben jedes Jahr immer ein Fass voll gehabt. Und habt ihr dabei Sorterei ausgebaut und verkauft? Nein, das ist hat man ganz einfach ein Misch. Rotwein. Da rote und weiße untereinander. Das ist ein ganzer An Schiller Mischwein. war's. Ja. Gut. Ja, aber das sind bald an die 10 Sorten hat man dort gehabt. Ganz verschiedene. Stelle ich mir gut Ja, vor. da hat man noch die Elbling, die gibt es ja glaube ich bloß noch in der Pfalz oder so. Also wir haben da die Rotelbling oder als blaue sind das gewesen und weiße Elbling. Und Samtrot hat er doch auch schon erbaut, oder? ja, aber das ist noch oben gewesen. Da haben wir oben mal ein ganz Stück Samtrot gehabt. Aber das ist, die haben einfach nicht so tragen, dann hat man es noch wieder rausgemacht. Also Drollinger auf jeden Ja, Fall. oder Gutedel, immer viel gehabt, Weiße, Riesling, Gutedel und Silvaner. Salfener hat man gesagt Ja, bei uns. genau. Salfener. Und die, so hat es also ganz verschiedene. Hat man, Limberger hat man dort auch schon drin gehabt und die sind haben auch immer gut tragen. Und oben hat man noch einen ganzen Portugieser Wingert noch. Mit der Zeit hat man es noch Sortereien angebaut. Aha. Und Das heute ist sind überhaupt sie eine jetzt Mode, die erst so in die 30er, 40er Jahre komisch Sortereien Ja, ausbauen, sogar später. Ja. No, bis ich glaube, in 50er rum oder so hat man die Sortereien mehr ausgebaut auf die Ebene Wingert. Jetzt in den Steillager sind ja schon immer Drollinger gewesen. Aber wir sind vom Thema abgekommen. Wem hat dein Vater alles dabei verkauft? In Ilsfeld, in Rose? In Ilsfeld und in Othmar schon, Gaststätte Lang, Ja. der Kiefer Lang, die haben auch immer von uns viel gehabt, weil die haben ja eine ganz tolle Keller gehabt da unten. Und also da, die haben auch immer ziemlich viel gekauft. Und auch später, wo die Gaststätte da mehr Flaschenwein gekauft haben, dann hat der Rilling ist da gekommen mit Tank und hat noch, wo es auch mehr Winger gehabt hat in Othmar schon, hat der noch da eingekauft. Und dann ist man in die Genossenschaft gegangen, wo die Genossenschaften größer geworden sind und so. Und einen besseren Absatzmarkt kennen. Ja, und dass man da noch Sorterei abliefern hat können, so wie es jetzt ist. Die haben das dann organisiert. Ja. Natürlich, wenn die Leute in Sortereien wollen, dann macht es mehr Sinn, dass man größere Mengen zusammenlegt. Ja. Und so, da hat halt jedes ein Fässle Wein im Keller gehabt. Ja. Und das hat man auch beibehalten. Also wir haben es ja bis der Walter, bis mein Mann gestorben ist, haben wir auch jedes Jahr nur ein Fass Wein im Keller gehabt. Für den eigenen Gebrauch. Für den eigenen Gebrauch. Ja. Da in Wingert noch hat man noch hergegeben, gerade den Steinbruch. Und dann haben wir bloß noch unseren eigenen. Und das habe ich ja noch eine Weile gemacht. Und jetzt hat dann ja der Jörg übernommen. Den hat der Opa gekauft. Da ist auch mal lustig gewesen, da bin ich nachgekommen und habe ein bisschen Laub machen wollen, das war am Nachmittags. Wo ich nachgekommen, da sind da die Wingert Nachbarn gewesen und da war da ein älterer Mann und der hat mich ganz suspekt angeguckt, weil er mir noch gar nichts gesagt hat. Und dann hat er gesagt, der Wingert kehrt dem Mann von Othmar schon, wo gestorben ist. Und dann habe ich gedacht, ja, und dann gerade sagen wollen, Walter Held, ich weiß. Dann hat er gesagt, Heinrich Held. Und ich dachte, oh je. Ja, das war der Opa. Und nachher hat dann ja der Walter Held gehabt. Und jetzt hat dann ja der Jörg. Ja, so ist unsere Heimat. Ja. Gut, vielen Dank für deine Geschichte. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.